Okay, das Sonden. Dat hecht mir sehr am live. Haut bis mich spät, weil 10 Jahre Trauerweh haut. 10 Jahre Trauerweh haut. Wir hatten auch als Fest, als Familienfest. An genau bei dem Thema bleiben wir auch haut. Ich gebe nämlich gern über meine Takeaways schwätzen von dem heutigen Tag. Also, als allererst bin ich extrem froh, dass ich ein Teil von der Equipe kann sein, die einfach locker ist, nicht zu viel kompliziert, weiter nicht arrogant, kein Ego, es geht nicht darum, wen hält wem was wäsch oder wen das besser wie ein anderer. Es geht einfach just darum, wem helfen wir, weil das die Mission und die Vision, die wir alle gut zusammen haben. Und wie können wir das noch besser machen? Und heute war ein großen Tag für uns alle gut, für die Familien, die schon bei uns waren, selbst für die den Trauerweg gegründet haben, selbst für die beim Trauerweg arbeiten. Und zwar bin ich, wie gesagt, einfach just froh, dass ich kann in Teil davon sein. Voilà. Das nächste ist, ich bin einfach extrem froh, eine Familie zu haben, die da ist, die auch da ist, für zu unterstützen. Eine Familie mit Leuten, die kommen, wenn sie freut, ob sie wollen kommen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dann auch noch bleiben, noch bei den ganzen Tag. Dann ein dritten Takeaway ist, ich habe noch immer etwas übrig für Eventmanagement. Ich bin noch immer ein riesiger Fan davon. Ich fühle mich wohl, Events zu organisieren. Ich mache nicht gern. Ich habe auch gewissen Don dafür, gebe ich so. Es leid mir einfach. Und wie gesagt, ich mache nicht wirklich gern. Das heißt, ich weiß nicht, was das heißt. Heißt das, dass ich in der Zukunft weitermachen? Ja, ganz sicher. Hoffentlich am Sinn von meinen Events organisieren. Auch alles zum Thema Coaching, Healing, Personal Development. Das wäre der Wunsch. Dass ganz viele Leute können kommen, dass man ganz viele Leute können informieren, edukieren und einfach Potenzial und Kraft aus den Leuten rausbringen. Und das durch die Events einfach auf einem Niveau, auf einer Scale, die einfach so groß ist, dass sie ganz Land und hoffentlich auch daraus raus kann erreichen. Das war der dritte. Das feiert, was ich realisiert oder mich gefragt habe, war, für was ist das, was ich schon nicht genug? Für was will ich mehr? Für was bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich habe? Und mache mir selber das Leben schwer, wegen allem, was ich nicht habe und was ich noch will. Für was kann ich nicht das ganze Gewicht einfach fortholen und mich auf das konzentrieren, was ich habe, und mein eigenes Selbstwertgefühl daraus erzählen, was ich mache und was ich effektiv schon erreicht habe oder was ich auf einer täglichen Basis mache. Wieso ist mein Selbstwertgefühl just darauf aus und könnt just davon, was ich nicht tue oder was ich nicht mache. Wenn ich das kein umdrehen, da wird Leben anders. Da wird ein Alltag anders. Da kann ich einfach die Sachen weitermachen, die ich möchte, die ich gut möchte und ob die ich bauen kann und gehen auf die bauen.
an die Projekte, die ihr will realisieren, die wir machen, für die Leute, für die sie da sind. Und egal, ob ihn Angst hat oder sich unsicher ist oder was auch immer, das können wir nicht einfach machen, weil es geht nicht um mich selber. Takeaway Nummer 5 ist, dass von jedem eine Hand aufhegt, ihr ganz sicher an ihr Ziel könnt. Wir haben angefangen mit Raumen und ich meine, in einer halben Stunde war der ganze Saal geraumt. Wieso? Weil viele Leute da waren, als jedem eine Hand aufgepackt hat, er seinen Bereich weggeräumt hat, seine Sachen weggeräumt hat. Dementsprechend geht es ja, weil es weiß, wer die wegräumt. Erstens. Und zweitens, auch 20 Stöcher. Sie sind ja fort, wenn jeder in der Schuld und es sind 10 Leute da. Jeder in 2 Stöcher, das ist all gut fort. Dafür. Viele Leute, jeder muss die Bussen haben, können viel schneller sein Ziel. Und das ist an allem so am Leben. Das ist nicht immer bei Events, das ist bei alles. Wenn ich meine Events organisieren und ich Ziel habe, wenn ich meine Firma will abrichten, kommen wir am schnellsten dahin, wenn ich Leute habe, die mich unterstützen können. Takeaway Nummer 6, das ist die letzte. Wir brauchen nicht immer viel. Für gut zu sein, geht Heinz da mittelmäßig durch. Muss nicht immer alles perfekt sein. Es geht durch, wenn ihn seine Arbeit gewissenhaft möchte und es will so gut machen, wie er kann. Aber wenn es dann nicht perfekt ist, ist es nicht schlimm. Das ist im Moment gut genug, für jeden rundherum zu begeistern. Und ich habe ganz lang als von der negativen Seite geguckt, weil ich gesagt habe, es gibt so viel Angebote, was keine Qualität ist, und extrem viel Geld ausgehen an Zeit und Erfahrung investiert in Sachen, die nicht perfekt sind, Sachen, die teilweise mal nicht gut sind. Aber vielleicht sind sie einfach gut genug für die Leute, die sie entgehen wollen. Das ist wie Essen in einem Restaurant. Ein Restaurant ist gut, wenn es dem Klient schmeckt. Ein anderer Klient schmeckt es nicht, dann ist es für den nicht gut. Aber das ist eine individuelle Frage, das ist kein pauschal generalisierbar Sache. Wie das schon mehr später ist, will ich noch nicht zu viel lang mich abhalten. Ich fand, dass es wichtig wäre, für die Sachen zu teilen. Weil das die Sachen, die ich realisiert habe, die ich weiß. Aber ganz oft muss man nach ein Jahr physisch manifestiert kriegen, für zu sehen, für zu verstehen, für zu internalisieren, was die Sache wirklich heißen. Wie Leben am Haut, nicht an der Zukunft. So, Advice, die Rekommendationen, die ich kriegen kann von verschiedenen Leuten. Versteht ihr nicht, wenn ihr nicht eine Situation vielleicht erlebt, wo ihr realisiert, okay, how das wichtig. Und nicht mehr, weil man es nicht garantiert. Und how muss ich da Beste daraus machen. Das kann ich verstehen, aber ich kann ihn schwer effektiv vom Kopf an das Herz überlaufen lassen, dass ihn doch wirklich dran hat. Voilà, ich hoffe, das hilft dir schon.
Wie gesagt, Happy Birthday Trauerweh. Ich bin wirklich froh dabei konnten zu sehen. Ich hoffe, kommen noch viele Jahren dabei. Dafür einen großen Applaus an Respekt und all die das möglich gemacht haben. Und voilà, dann sehen wir uns nächste Woche, sondern hoffentlich um 4 Uhr. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, schreibt mir sie ruhig, dann setzen wir euch da dran. Nächste Woche holen wir ein Quote oder ein Video, wahrscheinlich ein Video. Und ja, lass dich überraschen.